Dani Weber, 38, und auf meinem Airbnb-Profil steht Shepherd. Und es ist immer lustig, die einen fragen dann auch, bist du Hirt? Und dann komme ich natürlich ins Gespräch. Ich würde sagen, mein Beruf ist irgendwie Leiter von einem KMU, kombiniert mit Eventmanagement, dann Theolog, plus eben dann auch noch seelsorgerliche Sachen und dann bist du beim Pastor. Christ ist man. Christ geht nicht. Christ ist etwas, was man ist. Bezeichnung für eine Entscheidung, sein Leben an etwas auszurichten oder an einer Person auszurichten, an Jesus. Und das kannst du nicht lernen mit einer Schule, das kannst du nicht abschliessen mit einem Studium, sondern das bist du. Unter Evangelium verstehe ich die beste Nachricht, die es gibt auf dieser Welt. Und ich finde es eigentlich auch schade, dass wir das oft nicht erleben, so im Alltag, dass das so viel Freude weckt, wie es eigentlich könnte. Ich bin sportbegeistert und ich stelle mir da oft das Sportbild vor. Wenn ein Goal passiert oder nehmen wir ein grösseres Bild, wenn die Schweiz Weltmeister werden, dann wäre das, die Leute rennen auf die Straße und gehen rumhupen. Das machen sie ja schon, wenn die Schweiz mal zu weiterkommt. Und Evangelium ist eigentlich die Kraft, die das bewegt, die Menschen, dass sie auf die Straße gehen und rumhupen. Und ich meine, ich reflektiere das auch in meinem eigenen Leben und manchmal merke ich, das ist nicht immer so. Und gleichzeitig glaube ich schon, es ist ja auch in vielen von unseren Leben so. Und das ist das Evangelium, das, was uns in unserem Leben geschieht. Und wir merken, hey, das will ich anderen teilen. Mit Jesus natürlich. Dass man gerettet ist, dass man Sinn und Zweck von seinem Leben erkennt. Dass man erkennt, wo man herkommt und wo man hingeht. Und dass man erkennt, dass man in dem einen Auftrag hat. Und vielleicht noch etwas Zweites kommt mir in den Sinn. Jesus sagt in Markus 1,15, das Himmelreich ist auf die Erde gekommen, darum kehrt um und glaubt an die gute Nachricht. Und eben, Evangelium ist mega eng mit der Person von Jesus verbunden, mit dem, dass er auf die Erde gekommen ist und das neue Königreich nach neuen Gesetzmäßigkeiten angekündigt hat. Das ist so der theologische Begriff für mich von Evangelium. Es hat mit dem Leben von Jesus und mit dem Kommen von Jesus auf die Erde zu tun. Und das macht etwas mit einem, dass man hupen auf der Straße. Hey, ich hoffe gleich wie jeder andere Mensch. Also, ich glaube, nur weil man Pastor ist, ist man auch nicht ein besserer Christ. Man ist eben auch einfach Christ, weil Christ ist man. Und ich denke, es sind die gleichen Herausforderungen, die jeder Mensch kennt. Und es in Bezug auf den Glauben. Also, mein Leben entspricht nicht immer dem, eben, dass ich auf der Straße raus bin und rumhupe in dem Sinn. Ihr versteht, was ich meine. Das macht mir nicht aktiv immer so. Aber mein Leben spricht nicht immer Evangelium aus. Besonders auch nicht in meinem engsten Kreis. Da gibt es Konflikte, da gibt es Egoismus, da gibt es vieles von dem auch. Und ich glaube, das ist eigentlich auch super so, weil alles andere wäre irgendwie eine Fassade. Und gleich merke ich, vielleicht ist man manchmal als Pastor in der dummen und gleichzeitig auch guten Lage, dass man ein bisschen mehr darauf achten muss. Und irgendwie finde ich das wie so beides. Manchmal stresst das, oder? Und ich erinnere mich so an einen Moment, ich war im Nationalpark in Finnland, und zwar in Lappland, also am A von der Welt, wandern gsi. Und mir sind dort Menschen begegnet, die mich von der My Church Bühne kennen. Und ich habe sie nicht einmal gekannt, weil sie sind eigentlich nicht bei uns in der Church. Aber und dann stellst du fest, okay, du bist eigentlich dauernd unter Beobachtung. Und ja, irgendwie ist es auch gut. Weil es fordert auch noch mehr heraus, das zu leben, wo man auch eben redet und sagt, dass das irgendwie kongruent ist. Aber das ist auch nicht immer perfekt, das ist auch gut so.